Bonjour, eng weiter Seance an der Plenarhai am Europaparlament zu Straßburg geht se loser benennen. Dat techt as Zeit ass fir als Emissionioun europäesch Impressionen. An do begressen ich dann wie gewinn durch Kompetenzteam vun der CSV, Vivian Reding, den Georges Spar an de Frank Engel. Madame die Herr Bonjour. Bonjour. Dats die lächt Mainint jo vill iwwer méi Steiergerechtigkeet an Europa geschwaart ginn, och dës vor hai am Parlament. Wat laut Kierperschaftssteier ugeet proposiert Kommission den automatischen Austausch vun denen Informationen töcht den nationalen Steuerbüroen. Wat bedeutet da konkret lo Frank Engel? Dat bedeutet, dat iwwer den nominellen Satz vun der Kierperschaftssteier heraus jo bekannt ass dat Sätz die vum Gesetz festgelegt gin Jiwer ha jo engem andere se Gesetz novollzeige und dat ich mir wësse, wat vu formellen To an den Näden 20 Länder gëlt. An Zukunft Steuerverwaltungen och sollen mat drwer schwätzen, wat war en Zocht vu Rulingen dat ze ginn, dat jo niwerbleifsel aus der LuxLeaks-Affaire. An dat no mégem derfir ha no eng gut errichtig Sach, weil jenseits vun de Sätz entsteet jo eng Steuerpraxis. An die Steuerpraxis die kann vun den formelle Sätz schrecklich weit wächlein, wie se dat jo bei och während langer Zeit offensichtlich gemerk huet. Lo kann e menggen, dat in dat as standardpolitische Grünn so wëlt machen. Et ass joch weder an der Vergangenheet verbude gewesen, as sollt fir Zukunft verbude ginn. Et solle beschut so sinn, dat wann e Land respektiv bestimmte Steuerverwaltungen an dem Land sich op besonnech freundschaftlich manier wie vu Betrieber verhalen am Festlee vun engem bestimmte Steuersatz, dat ze dat noch den anderen Steuerverwaltungen matdeelen. An dat solcher mussssen die Kompetition do mit transparent am Minovollzeber soll ginn, well et dach dann ewer an ich denke noch zurecht vu viele so Fond gëtt, dat het net normal ass, dat enwuch een nominelle Satz von 30% beispielsweise gilt an Fett Schweizer vun 10 mal Manner, wann en als Betrieb groß genug als mat der Steuerverwaltung verhandeln zu wollen. Dat solo geschéien. Und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Gesamtrulingspraxis auch über den Kontinent am ruhig Gewässer gefordert wird. Wie könnt ihr mehr Transparenz an null? Das war am Anfang so gedacht, dass es quasi immediat sein, wie immer. Ne? Wenn irgendetwas passiert, dann muss man ja direkt etwas machen. Wenn man das direkt gut heschen, dann kann da der Kraft treten für den Anfang vom nächsten Jahr. Soll China als Marktwirtschaft unerkannt gehen? Das war ein anderes Thema, das das Europaparlament das Woche diskutiert hat. China ist so ein großer Konkurrent für Europa, besonders für die europäische Industrie. Was gibt es da bedeuten, was China den Statut Marktwirtschaft kriegt, wie wir an Reding, aber wie noch ist China da bei dem Statut, respektive wie weit sie sind weg? Ja, du hast ganz richtig gesagt, China als Konkurrent. An dat ass jo wannnech lo Lützeburg kucken als Stahlindustrie den Stahl gëtt an China subventionéiert, dat ass also gedammte Stahl, den an der Konkurrenz ass mat net gedammte Stahl bei Eis, aber net nëmmen am Stahl, och zum Beispiel an der Keramikindustrie, wo proper alles gekopiert gëtt, wat mir z Lützeburg zum Beispiel produzieren. Also do hummer e grossen Problem. China ass awer och Partner an sonech och aus der Lützeburger Perspektiv. Chinesische Banken sind bei Eis, den chinesische Währung als bei Eis, also an alle Goren die Relationen, die wir ja haben, nicht nur über die Fliegeren, aber auch über die Eisenbahn in Zukunft. Also wir müssen das auch equilibrieren. Ne? Außerdem haben wir ja am Anfang recht beigebracht, wie ein anständiger Stahl möchte. Dat hunn se och bei as geléiert. Ja méi so séier kann et goen, wann en Appppes léiert, da kann en mal vun dem iwwerhall gin. Wie wat ichch einfach voll zoen. China is eng Gevor an ass eng Perspektiv fir Zukunft. An die Beetsachen muss en équilibrieren. Dat heißt, Europa muss sich unbedingt endlich die Antidumping-Mesuren ginn, net nëmme fir China, och fir aner Leiit, wann do onlautere Wettbewerb gemerket géint Eisproduien. An do si mat ze loes an net héich genug an Eisen Moosnamen an Eise Strofen. Dat ass die eng Sach, an die aner Sach, dat ass eng Diskussion, die man muss feieren iwwer die Engagementer, die man geholl hunn an der Welthandelsorganisation. Do gëtt och hai am Parlament ganz klar gemengt, dat den net dat eend oni dat ënnert soll machen. Et soll net China een Avantage ginn, op den China zwar recht het,
ohne Kontrapartie, dat China sich dann auch so behält, wie eng Normalökonomie sich zu beholen huet. Also net am decken Hummer drachlo mé probieren den Akkor. Probieren ja, aber eng Makor ist ja immer so, dat die eng Seite op Janer muss zogoen, dat Techt as het Hullen an kreien an dem Sinn mengenech misste man mat China op begringen zweich kommen, wat auch gut wär fir Zukunft. Weil China gët immer mi groß, gët immer mé eng stark Wirtschaft an mir klein Lützeburg huier traditionell gesinn gut Relationen mat China, de muss man weiter ausbauen. Für die nächste Generation wird das ganz wichtig sein. Ein Handelskonflikt kann Kaffee kein Moment von Entere sein. Man so einem großen Land ein richtiger Konflikt am Handel, da wären wir alle gut per Ja, außerdem sollen berücksichtigen. Ne? China hat Überkapazitäten, weil China hat immer Überkapazitäten an den Produktionszweigen seit langer Zeit gehabt. Die sind aber nur so groß, wie sie sind, weil die chinesische Wirtschaft nämlich so wiest, wie sie wiest. China fährt die Überkapazitäten op drastisch Manier zurück. Und zwar auf so drastisch Manier, dass das Risiko im Moment besteht, dass bei dem Rhythmus vom Zurückfahren von Überkapazitäten 3, 4, 5 Millionen Leute an der chinesischen Stahlindustrie a relativ kurzer Frist die Arbeitsplätze verlieren. Das muss in am Handkap haben. Also es geht nicht nur darum, dass bei uns tatsächlich bei einem Blannen opmachen vum Markt iwwer de Marktwirtschaftsstatut fir China gi fir ganz Industriezweiger potenziell kënnen ënner goen, weil einfach mat der Preis nemi kente Manteile mit geht och dorems, dat chinesisch Wirtschaft en gräeren Ajustement am Gang ass Matzemann den och bei hinnen eng äußerst schmerzhaft ungeleenheet ass fir alle Goten die betraffe Leider fir Wirtschaft insgesamt so dat den du gesot net man großen Hummer dropschlo mir einfach so klemmen vor 5 Konditionen 5 Kriterien, die mir hunn fir engem Marktwirtschaftsstatus zo zu erkennen, erfüllt China dat geht net du. Ja, dat alles schein a gut gesot, dass eng politisch Sach och no dem denk ekonomisch ass an der win die Sache net einfach schwarzweis gesinn. Muss versichern op geringen Zweich zu kommen, ohne Eisindustrie nach weiter agefort zu bringen. Und muss probieren Probleme zu lesen, diese Stellen an net einfach wie du gesot den dicken Hummer holen an Dropschloen, dat leist kein Problem. Dreem ass dann an der letzter Zeit viel iwwer den Congé parental diskutiert ginn ha am Parlament doch in europäischen Congé parental gëtt jo sech net Joch sprach Differenzen tëchte Länder sind zum Deel ganz groß. Äppe sus awer gemeinsam met sie ganz wenig Männer, die de Congé parental hoelen. Wat plant die EU dann fir Zukunft? Da kann ich noch darauf kommen, dat das effektiv so, dat ganz wenig Männer prozentuell mit 2,7% von der Bevölkerung holen de Congé parental. Ich meine, muss ich vielleicht 4 Geschichten gucken, wer da auch schon alles da gemerkt hat. Das ist richtig, wenn du siehst, wir haben keinen europäischen Congé parental, wir haben aber eine Direktive von 2010, die schon mehr als die auf einer Vereinbarung basiert von den Partnern, von den Sozialpartnern, Partnern, Gewerkschaften und Ländern. Und aus dem muss nicht mehr Mindeststandards gesagt gehen. Die Länder können darüber hinaus besser sein. Die Mindeststandards, das sind Zeiten, Minimum 4 Jahre, dass die Antidiskriminierung, das heißt, dass Männer können holen, dass Frauen können holen, dass die Rechte holen und so weiter. Das sind die Mindeststandards. Und dann ist es natürlich zu gucken, weil wir Sachen feststellen, die nicht klappen, wie zum Beispiel, wie es richtig gesagt ist, viele Männer holen nicht kommen nicht auf froh. Verschiedene Länder ist das noch gar nicht so klar. Dann ist es aber so, das Parlament geht am Anfang aktiv, weil die Kommission ein Package versprochen hat, wie kann eine Familie an Arbeit besser in Anklang bringen in Zukunft. Ein ganz wichtiges und ein ganz großes Thema. Und da geht es dafür darum, für einen Initiativbericht für die Kommission abzufordern, auf dem dortigen Gebiet zu schaffen, und das als Anreize schaffen, für das, wie gesagt, auch mehr Männer können wollen. Dadurch eventuell Tranchen, wo die Frau erst einmal an den Beruf ranklemmt, dass der Mann kann der Frau hier Tranche mal überholen, so Sachen, fristig hineingeguckt. Das ist alles auch die Remuneration, die Sachen Flexibilität eigentlich auf dem ganzen Arbeitsmarkt. Und da haben wir einen Bericht für die Kommission, wie gesagt, abzufordern, einerseits den Congé parental, andererseits auch den Congé de Maternité, den sie zurückgezogen hatten, für das dann zu präsentieren als ein ganzer Pack für Familie an Arbeit, wie gesagt, in Anklang zu bringen.
Kommmer dabei froen, die der als raggeschickt huet iwwer Facebook oder Mail op europa@csv.lu. Den Jean-Paul Stranz schreibt als fir wat soll dat mat den Spëtzekandidaten an der EU dann nocherem ofgeschaf ginn. Derf mir der Guneich méi mat bestimmen. Als kleng Erklärung zu der froh, de Jean-Paul schwätzt die lächt Europawahlen fir geneet 2 Joer und dem zu Europäer jo engchte Keer de Kommissionspräsident bestimmt an sich fir de Jean-Claude Juncker desideiert Frank Engel effektiv. Geht Lodri variiert darum aufzuschaffen. Ja, dat lässt sich ja net so niwer aufschafe, weil du gëtt jo Passus am Vertrag. De seet den Europäesche Conseil proposéiert en Kommissionspräsident de Kandidat im Parlament ënner Berücksichtigung vum Resultat vun Europa. Ja. An doaus hunn Parteiien, die lächte Käier oni dat Irgent den se dozo formell befähigt hat, dat muss auch kéen. Geschloss, dat sie loge fir Spëtzekandidate benennen, an dat ze sich ënner den eens géfen, dat de Spëtzekandidat vun der Formatioun, die meescht Sitz am Europäesche Parlament kriet, vun hinnen als Kommissionspräsident géif gestimmt gin, an dummer dem Europäesche Conseil, also de Staats- Regierungschefen de Message gescheckt, nennt wann ich lief den, anderen nennt der Kritik heng Majoritéit am Haus. Ja. A genau dobei bleiftet. Genau dobei bleiftet. Wat kommt die Diskussion? Well Staats- Regierungschefen demos net zufrieden drwer wären, dat jo erlieft. DVP als stärkste Gruppéierung aus den Wahlen do. Viergängeg Jean-Claude Juncker war Spitzekandidat vun der EVP. Am Parlament wäret vun Mendes no der Europawahl uklor, dat Jean-Claude Juncker soll Kommissionspräsident ginn. An awer huet dat am Europäesche Conseil jo woche lang gedauert, bis déi fähig wären déi Nominationun nofir ze checken, déi hunn ou en andere Sache runëm gedoktert. Erinnern also so vu Fille noch vun der Madame Merkel demos. Woéchen do giwen jawer vill Kandidaten, Herr Cameron, den do zu summen am Herr Orban am anderen genommen op Boots aus Flieger Schweden gangen ass bei Herr Rheinfeld fir do Lsch zu kommen. Wie fertig wär hose muss gesinn? Parlament insistiert. An un positive Wort vum Parlament mat absoluter Majoritéit gëtt ke Kommissionspräsident. Ja. An entfährt auch die nächste Käier oni Wort vom Parlament mat absoluter Majorität ge Kommissionspräsident gehen. An Parlament wäre doch die nächste Käier. So gut keine mittlerweile Parlament. Kein Kommissionspräsident gehen, den Parlament nicht wollt. An Parlament wird kein andere wollen wie der Spitzenkandidat von der politischer Partei, europäischer politischer Partei, die gewonnen. Das Parlament lauscht op Leute sind. Parlament lauschtet op Leiit an verschieden Staats- und Regierungschefen spielen die beleidigt Leberwurst. Mei as het net. Die sind einfach beleidigt, weil Parlament do den echte Schrack gemacht huet, an Decision getroffen huet, an sie net fir Drun gefrot huet. Voilà. Das also eng Sach vu beleidigter Leberwurst a go nicht ernst, op jeden Fall no den Treten. An no dem wat de lechte Käier passiert ass, geht het ke Schrack mit Zrick. Trete gin ahalen Parlament wird desideieren. Also fir der Stranz, et bleibt bei den Spitzekandidaten noch nichts geier. Et dann, dat Staats- und Regierungschefen an ihrer unendlicher Weisheit an ihrem legendäre Courage. Et logi fir Pferdesprünge fir kurzfristig nach vëllen extra dowens den Trete ze ändere, so dat kein Referenz op Europawahl mir an dem Passus fir ich zweifeln heftig run Ich zweifeln heftig run dat passiert. Dann wonnert et net no dems viel an der Lächt iwwer die sogenannten TTIP-Leaks geschwert gouf, dats mocht do froen Rakruten eng die puermoll rëmkom wär die Hai. Lief Dir selwer iwwerhebt nach Drun, dats den TTIP engkeer ënnerschriwe gëtt, soll den déi Energie an erbeg net lo an Äner Sächen investieren. So et Fabian als geschriwen, wie gesot sinn Äner Froen och an die selwecht Richtung gangen. Wie wenn Reding wéi optimistisch si er danach, dats den Do-Handelsakkor engkeer wg Realitéit gëtt. Also ich sinn net ganz optimistisch, dat dat donach reüssieren, das awer immer méiglech, wann d'Amerikaner aufhängen sich zu bewegen. Well wat nämlich die Leaks ganz klar gewissen hunn, dat Positionen vun den Amerikaner a vun den Europäer meileweit auseinanderleiien. Meer hu klar andeitlich gesot, an Doren auf festgehalen, an eisen Negoziateur huet dat och schriftlich ergehen, dat mir als Standarden Lebensmittel
Lebensmittelsicherheit, Sozialpakt, Umweltschutz und so weiter und so fort, Datenschutz an schmengend gi ganz viel Sachen, dat mir dat net ernstcht willen. Dat is mal eng Sache. Also Europa hält drunter fest, die Amerikaner müssen sich bewegen, wann sie gerne einen Akkord hätten, an auch zum Beispiel als Industrie. Das ist ja immens einfach für amerikanische Industrie op als den europäischen Kontinent sich zu etablieren. Das ist aber ganz schwer für als europäische Industrie sich amerikanische Kontinent zu etablieren, an do Geschäfte zu machen. Du hätte man gerne Reziprozität. Ja. An immer so Sache geht es, das ist, wir sind noch ganz weit weg von einer Einigung. Die Einigung wird nicht einfach sind, wäre aber gut, wenn man rein könnte kreieren, aber zu Konditionen, die nicht einen Rufsätze von den europäischen Standards beinhalten. Die Amerikaner sich nicht bewegen, dann aus den Akkord, aber... Da geschieht nicht, ja. Mit Amerikaner leben einfach in einer anderen Welt wie mir. Das muss ich gesehen. Genau die Welten Verschiedenartigkeit geht deutlich also an der Negoziation. Natürlich wäre es gut, wenn wir einen großen Park hätten für beide Seiten vom Atlantik den Handel dran zu enkadrieren. Wir können das einfach nicht machen, wenn es unüberwindlich Unterschiede an der Vorgehensweise gibt. Durch dem europäischen Präkautionsprinzip, dem wir viele Sachen applizieren. Ja. Das heißt, wir machen etwas so lange nicht, bis wir uns versichert tun, dass es wahrscheinlich nicht schuld. Ja. An dem amerikanischen Risikoprinzip. Das heißt, wir machen es ein, zweimal Dach, an Recht das bewiesen, dass das schuld, dann haben wir gemacht. Da gehen wir klonen, ja. Da leid in derartig heftige Größe, das ist verständlich, aber es nicht davon ausgehen, dass man den zugetippt kriegt. Ja, und dann für den anderen Teil von der Frage zu antworten, soll man dann als Energie ja. Oder etwas Ernstes lehnen. Ich meine, wir haben hier drunter über China geschwärzt. Wir sind zum Beispiel mit China am Gange zu verhandeln, für dass die Differenzen aufgebaut gehen. Ne? Weil die nächste Generation wird immens viel mit China zu tun haben. Und dafür ist es notwendig, dass als Generation dort Weiche richtig setzt, für an die richtige Richtung zu gehen. An Moment dann eng froh iwwer den George Bach sech stift freeen, well hier ganz aktiver lang Runner selber mat geschafft huet. Dennis Schreurs schreift wat heech den Eisebunsakkord gené. Ginn sich an Europa lo miséier mi bëllech oder mé goe neicht hun. George Bach, et geht den feierten Eisebundspark, iwwer den noch an der Press fileriert wär den technische Piliermenglech a ganz Europa allein iwwer 250.000 Kilometer Schienen profitiert Klier dann noch vun dem Eisebundspark do. Also natürlich, weil sonst wäre die ganze Arbeit im SOS gewirrscht. Ich meine, du hast richtig gesagt, dass wir bald 4 Jahre verhandelt haben, dass das von Anfang an ein Park war, den wir gesplittet haben. Das ist an einen technischen Teil, wo die Sicherheit groß geschrieben wird, wo die Interoperabilität, das heißt, dass die einzelnen Systeme oben passen, oben nicht funktionieren. Und dann natürlich auch die Ausbau von der Europäischen Agence. Im Moment haben wir 28 verschiedene Agenzen, die unterschiedliche Vorschriften haben, unterschiedliche Regeln, unterschiedliche technische Standards und so weiter. Das geht alles zusammen gefasst an die Europäische Agence wird darüber wachen, dass an Zukunft nicht mehr kann mit den Regeln Unfug gedriven gehen. Das heißt, da ist ein gewisser Protektionismus gemacht, der Markt als nicht abgegangen, der Markt als weiter künstliche Barrieren, künstliche Hürden. Und das alles vereinfacht gehen. Das heißt, all die Regeln, die Vorschriften, die vereinfacht gehen. Das hat viel Zeit, kannst auch die technischen Standards. Aber da, wenn wir so eine Klient profitieren, dann Herr Schröss hat recht, wenn er sagt, profitiert der Klient, dann denken wir natürlich immer an den all der auf der Arbeit fährt. Oder den, mit das aber auch die Industrie, weil es wichtig ist, dass wir plädieren ja regelmäßig für das mehr Giderverkehr auf die Schiene soll kommen. Ja. Dann ist es ja auch wichtig an dem heutigen Fall, dass man den auch als Klient stellen, den Auto transportiert, den Petrol transportiert, und so weiter, und die Zetter, die Materie dangerös. Das sind auch potenziell Klient, für die es mir einfach geht. Und natürlich auch für die Industrie, wenn sie Material umhellen, sonst sie müssen Homologationen auf 4, 5, 6 verschiedene Länder haben. Lo brauchen sie nach just eng europäische Homologation, das spart Zeit, das Zeit kostet Geld, also spart auch Geld. Könnte im Wurst auf der Eisebahn zu gut, könnte natürlich dann noch den Moment den Arbeitsplätzen zu gut. Das heißt, muss in die Gesamtvolle gucken zwischen dem Klient, den Alltag für die Industrie, und auch dem Giderverkehr, also dass den technischen Pilier gut sehr ist, über den anderen schwätzen wir gerne, den politischen Humor am definitiven an den Dorf gestimmt. Die stehen das noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig, das geht demnächst, im Sommer geht das durch den Akkord als Fond gehen. Ja. Den Akkord als Fond gehen, wir müssen aber noch durch die Instanzen gehen, müssen auch am Transportkomitee aufgestimmt gehen, auch noch an der Pläne, sodass wir nach Gelegenheit tun, für darauf zurückzukommen.
Voilà, dat wäret fir haut bei europäesschen Impressionen. Vimers Merci dem Frank Engel, dem Joch Sparren wie en Reding fir haut. Ja, geschieht. Merci ich fir nokucken, schickt as mehr frohen ran op Facebook, an op Mail op europa@csv.lu. Am sinn ass den nächste Mount heirem. Merci fir nokucken.